Welkom in het programma in huis. Hier vertellen we van familieleven en Tina van der waar we besonders vertellen van familie en Weihnachten. Ja, dat is een schöne tijd wat families kan topan. Ik weet niet waar du best opgewassen. Ik weet waar du best opgewassen, Tina, maar onze Tag, ik weet niet waar du best opgewassen. Maar ik pas op in een grote familie. Du deed in een kleinere familie, Tina. Maar we hadden eines wat we beide hadden en dat wir dort, als we opwassen deden, wanneer is de Weihnachten kwam, dan weer de familie ram. Familie kwam op. En als een schooljongen, eines wat ik immer moest doen, ik glaube, du moest ook, als een schooljaar, is we moesten op Weihnachten, wanneer de top komt, vieren en immer wünschen. Ja, dat ging mij niet zo schijn, wenn ik weer zo blij. Wel, mij ik dat niet zo schijn, en ik kan niet een grote ursache dafür, maar dat deed niet. Maar ik wist, wanneer ik dat deed, dan würde ik wenigstens een kind krijgen oder wat zijn. En dat weer bestendig. De oudere Geschwister, onkels en tantes, die weer doen. En dan weer immer weer wat met een handvol 25 centen weer. En dan kwam das jonge slingelde aan en dan wensen, dan kunnen we rangoen en alle weer in de handvol vorderen. Ja. En einige hadden bloß Kinder, chocolates en zo. En anderen hadden dan een toetje met wat Seits. En dat weer een pot van Weihnachten, dat weer een pot van onze Wenschentijd. Klar. Aber du hast ein Vers gelesen, was so in der early Zampuk ist, was wir wünschen mussten wirken. Ja, en dat weer werkelijk mijn baas, wenn dat weer zo leicht im Denken. En over daarna sagt dat, uitwendig leer wist ik niet wat dat meint. Ik wist bloß, dat zegt, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Ja, für die von Ihnen, was bekommen sind, und wenn wo finden wir das, in der early Zampuk, das Nummer 38. En Tina, du zegt, du hast das nicht gewusst, was ich meine, was bedienen deed, en ik das auch nicht. Aber die Wirklichkeit ist, du hast eine Meinung dorthin, ja. Eine sehr schöne Meinung. Das Kind wurde von reden, das als Jesus Christus. Und ich weiß, dass ab Weihnachten dann kommen wir tot mit Familie allgemein und wir haben Geschenke für unsere Kinder. Ja. Und das ist nicht mehr auch recht, das ist gut. Aber diese Zeit, Weihnachten, das für viele Menschen ist das eine Zeit, wo die Kinder würden sagen, das ist die Zeit, wenn wir wirklich Leiber vor dem haben. Für einige. Und die Leiber soll das ja ein Jahr rum sein. Für einige Lied ist das so, wo das viel Druck abbringt, weil die wollen jeden für ihre Kinder Geschenke kaufen und die haben aber nicht Geld. Dann bringt das Aufred. En dus zoveel wat te doen viel, rennen meer, eten meer, schijnen bakken. En wanneer we niet oppassen doen, dan gaat al ons tijd en al ons denken gaat onder de tijdliche Sachen lernen, waar we kunnen zo schijn maken voor de kinderen, waar we kunnen schijn maken voor onszelf, waar we kunnen die Geschenke kopen, waar we die betonen en al die Sachen staat. Aber wie dann in ons heim nu, dat we anders met Weihnachten, als we dan dat we oppassen. We doen de wijn Geschenke geven. Wie dan? En we maken schijnen eten. Wie dan? Maar wat we proberen te doen, en de dingen wat we doen, we proberen een uur te vergaan. En dan nog dat onze kinderen zijn, hoe we dat doen. So onze kinderen doen niet bloß metkomen, wie Mama en Papa gesagt haben, aber wir geben ihnen die Ursache, wo wir das was wir tun. Krijgt. Dat wordt zo leicht dat einer bloß irgendwas deed. En einer weet niet meer, wat is de oorzaak dahinter? Eines was wir tun in ons heim ist, wir tun, besonders in der letzten Monat vor Weihnachten, dass wir alle Tage, wir lesen, top von, wo das heißt in der Weihnachtsgeschichte, dass unsere Kinder, nachher wir Verhältnis davon und so, zum deutliche Meinung lernen, von was Weihnachten ist. En onze dochter merkte in bed en dallen en denkt hem vreemd, wenn ze heeft immer een kinderrijd voor iedereen, nu dem wat we dat gedaan hebben. Was mir auch zu tun, Tina, ist mir auch bloß ein paar Verse zu lesen aus dem Neuen Testament. Und hier so das, wo Lukas beschrieben hat, von wo das Kind dann wirklich geboren ist. Und das ist in Lukas Kapitel 2. Der 10. Vers sagt, aber der Engel sagte der Hort, das ist dann bloß zum Weiten Loten, dass wir ein Hort abgestorben und Jesus wie geboren worden. Und nun kommt der Engel zum der Schubshort, das zu erklären. Aber der Engel sagte der Hort, fürchtet nicht, ich bringe eine gute, große Friedensnachricht, wo sich alle Menschen freuen wollen. Und dass diese Nacht in der seine Stadt in Heiland geboren, der Herr Christus. Und am Utefingen, oft das so ist, wo ich das Kind fingen, dass es in Wingeln eingewickelt ist und in eine Krabbe liegt. Dann standen bei den einen Engel plötzlich ein großer Schiff Engel,
und lobten Gott und sagten, lo Gott im höchsten Himmel ihr kriegen und die Menschen auf ihr Fried, die und die Heis ihnen gefallen haben. So Tina, das ist eine gute, große Friedensnachricht, aber es ist auch eine Zeit, wo Fried gebraucht wird für die Menschheit. So dann, ich weiß nicht, was das in Jünheim ist, aber mein Gebet für uns ist, dass diese Weihnachten eine Zeit sein, wo wir uns frisch abfrischen tun. Und was das meint, dass uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, dass Jesus Christus gekommen ist für mich und auch für dich. Er möchte dort Freiheit und Frieden bringen in Jünheim. Tina, vielen Dank. Bitte schön. Für dieses Tag hier auch vielen Dank, aber nächstes Mal dann, Gott mit dir.